Es ist Dienstag, der 5. Mai. Ich begrüße euch herzlich mit der Tageslosung Hiob 9, 8 und 9. Gott breitet den Himmel aus und geht auf den Wegen des Meeres. Er macht den großen Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Und dazu Kolosser 1, 15 und 16, der Lehrtext, wo ich heute den Akzent drauf lege. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wir beschäftigen uns heute mit dem Erstgeborenen. Die Erstgeburt ist so ein Lieblingsthema von mir. Nicht nur, weil ich das ja selber auch ein bisschen kenne aus meinem Erfahrungshorizont, der Erstgeborene von 8. Es war eine besondere Geburt in mancher Hinsicht. Es hängt auch ein bisschen mehr an, sagen jedenfalls viele Frauen. Die Hebräer sagen das eben in ihrer Sprache so, was den Mutterschoss durchbricht. Und da hört man schon etwas. Der Mutterschoss, der bisher in dem Sinn geschlossen war, muss plötzlich Bahn machen, muss enorm ausweiten und muss dem Leben den Weg bahnen für die Welt hinein. Hier ist die hebräische Sprache sehr anschaulich. Ein Weg wird eröffnet aus einem Schoss, wo ein Kosmos ist in sich, ein Mutterschoss, ein Kosmos, wo Ruhe, Frieden, Geborgenheit herrscht, in eine Welt, wo nicht ganz so viel Ruhe, Frieden und Geborgenheit herrscht, wo man das dann auch wieder bekommen kann durch eine Wiedergeburt. Aber sonst ist man in dieser Welt eigentlich verloren. Die Bedeutung der Erstgeburt kennen wir ja aus dem Alten Testament sehr gut. Nicht nur sind ja die ganzen Stammbäume vom Adam bis auf den Abraham und nachher auch weiter vom Abraham so aufbauen, dass es immer der Erstgeborene ist. Es gibt jetzt zwar eben Ausnahmen wie Jakob und Esau. Trotzdem merkt man auch im Gesetzeswerk von Mose überkommt das Erstgeburtsrecht oder auch die Erstgeburtszeremonie, die Opfer, die müssen gebracht werden, für dass man die Erstgeburt nicht muss an Gott abgeben muss. Ihm gehören sie ja alle zusammen. Alles, was als erstes geboren wird, gehört ihm. Die alle Gesetze schützen die Erstgeburt und geben ihr besondere Bedeutung. Nicht nur gehören Mensch und Tier, wenn sie erst geboren sind, Gott ganz persönlich und müssen ausgelöst werden mit einem Opfer, wir kennen es ja aus der Weihnachtsgeschichte, sondern sogar der Erstling von der Saat und Ernte gehört Gott. Also muss das Erstgeborene eine ganz besondere Bedeutung haben. Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele. Die Erstgeburt ist umkämpft. Gott holt sich in Ägypten die Erstgeburt zurück. Nur die mit Lammesblut geschützt sind, können dem Würgengel widerstehen. Israel selber ist das Erstgeborene von allen Völkern. Das steht auch in den Propheten. Jesus selber als Erstgeburt in Israel ist ja nachher erstgeboren, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und auch bei ihm sieht man, dass er mit einem Opfer ausgelöst werden muss. Der allgemeine Grundsatz ist ja bei all diesen Sachen immer gleich, wenn es um die Heilsgeschichte geht. Gott denkt vom Ende her, er denkt vom Ziel her. So ist die gesamte Erstgeburtsthematik ein Bild von dem, was kommt. Von dem, der da ist, der da war, der da kommt. Ein Bild von Gott selber. Und es heisst ja hier, vor aller Schöpfung, das ist wie vor der Kreation, haben wir schon so einen Vorgang, der selber nicht eine Schöpfung ist, sondern eine innergöttliche Dynamik. Wir reden von einer Geburt. Paulus nennt das so. Der Sohn kommt aus dem Vater, das Wort kommt aus dem Vater, kommt aus Gott, es bricht aus ihm raus. Eben, was der Schoss durchbricht. Er wird geboren, er wird nicht geschaffen. Er ist Gott aus Gott und trotzdem ist er auch eine Person mit einem eigenen Wesen. Das Wertvollste, was so aus jemandem rauskommt, das ist eben die Liebe.
oder die Liebe macht, dass das Wertvollste aus einer Person rauskommt. Gott ist Liebe und er schafft alles aus Liebe. Die ganze Schöpfung ist ein Liebeswerk. Da drinnen kommt Gott selber aus sich raus, für das zu bewerkstelligen. Und er macht sich damit auch verletzbar. Denken wir daran, dass schlussendlich die Krone der Schöpfung der Mensch den freien Willen hat. Anders als der Instinkt von einem Tier. Er kann sich gegen seinen Schöpfer wenden. Gott macht sich in der Schöpfung höchst verletzbar. Und das macht er aus Liebe. Die Schöpfung ist mit der Geburt sehr eng verbunden. Am Anfang von dem, was heisst, am Anfang schuf Gott. Es gibt einen Anfang, der vor dem Anfang ist. Das ist für uns sehr interessant zu sehen. Es gibt einen Anfang und vor dem gibt es nochmal einen Anfang. Vor der Schöpfung. Etwas, was die ganze Schöpfung hat in Gang gesetzt. Etwas, was so vorher noch nicht war. Der Sohn kommt aus dem Vater. Und das wird Voraussetzung sein für das ganze Schöpfungswerk. Und es gibt vor jeder Erstgeburt, die auf dieser Welt stattfinden wird, schon bereits mal eine Erstgeburt. Die Erstgeburt aus Gott. Das eben ist nachher die Manifestation von der Liebe von Gott. Was geboren wird aus ihm, das ist eben seine Liebe. Die Erstgeburt im Himmel ist eine riesige Sache. Der Sohn ist ja nicht in dieser Menschengestalt, wie wir ihn kennen, wo wir müssen sagen, ja, es ist fast ein bisschen eine Bonsai-Form von Gott. Er hat sich redimensioniert. Er ist ins Nadelöhr gegangen. Sondern diese Erstgeburt ist grösser als das Universum. Weil durch ihn wird das Universum erschaffen. Es wird ja nicht aus etwas Kleinerem etwas Grösseres erschaffen. Das ist eine unglaubliche Dimension, der Sohn. Er ist genauso unendlich, wie Gott unendlich ist. Er ist selber Ewigkeit, so wie Gott Ewigkeit ist. Er ist das ewige Leben. Christus ist das erste Ebenbild. Das sagt Paulus im Text hier. Er ist das Ebenbild von der Gottheit. Es gibt also vor dem Ebenbild, wo man sagt, der Adam, die Eva, sie sind das Ebenbild von Gott, gibt es bereits ein Ebenbild. Das himmlische Ebenbild. Es ist nicht Adam, was heisst Erde, nicht an die Erde gebunden, nicht an die Materie gebunden, nicht nochmal so sehr limitiert und doch in einer wundersamen Art ein Bild von Gott, sondern er ist das vollkommene, vollständige Ebenbild von Gott. Und von diesem Ebenbild kommt jetzt das zweite Ebenbild, das auf Erden. Es gibt den Adam und Jesus wird ja dann nachher wieder der zweite Adam sein. Wiederum eigentlich Korrektur zu dem ersten Adam. Von dieser Erstgeburt im Himmel stammt jetzt jede Erstgeburt auf der Erde. Ich wiederhole mich, wenn ich das sage. Es ist aber sehr, sehr wichtig zu wissen. Und es ist immer und jedes Mal ohne Ausdruck von Liebe. Der Adam hingegen ist Schöpfung. Christus als das erste Ebenbild ist keine Schöpfung, sondern eine Geburt aus Gott. Und wenn jetzt der Adam und Eva schon bereits einen Sohn in die Welt hineinbringen, es war zwar eine Katastrophe mit ihm, aber dieser Vorgang selber ist nicht Schöpfung. Adam und Eva haben weder in der Zeugung noch in der Geburt ein Menschenleben erschaffen. Sondern es ist ja aus ihnen, es ist ja ein Teil von ihnen. Es ist eine Fortführung von dem, was Gott mal erschaffen hat, aber es ist nicht Schöpfung. Und so ist jede Geburt im Grunde noch nicht eine Schöpfung. Nicht einmal ein Weizenkorn, das stirbt und zu einem Halm wird, ist eine Schöpfung. Die Schöpfung ist ein Werk, aber es ist Leben aus dem Korn. Im Himmel war das schon ein Durchbruch gewesen. Ich glaube nicht unter Schmerzen, aber Gott hat aus sich heraus das Wichtigste herausgegeben, aus Liebe, wie ich gesagt habe. Auf der Erde ist es dann erst recht ein Durchbruch. Paulus lenkt ja den Blick, wenn er von Jesus redet, von Christus, von ihm zurück an die Anfänge. Und erst recht jetzt, hier auf der Erde, wird die Geburt von Jesus, die Erstgeburt, was ja auch ist, ein Durchbruch sein, aber das mal ohne Schmerz. Jesus entscheidet sich,
nochmal zu einer Geburt. Geboren von Gott, entscheidet er sich, von der Maria geboren zu werden. Diese zweite Geburt wird sehr viel anders sein als die erste. Sondern er bricht jetzt durch ein sehr enges Tor in eine sehr enge Welt. Er bricht durch Leiden in eine Welt, die ihm nichts anderes offerieren kann, als wiederum nur Leiden, Schmerz und ein Kreuz zu tragen. Das alles lässt Gott nachher geschehen, der Durchbruch in die Welt hinein, was den Mutterschoss durchbricht, aus seiner grossen Liebe. Hier reden wir eigentlich von den Voraussetzungen, die im Himmel angefangen haben und sich auf der Erde nachher in dieser Form haben zugespitzt zu unseren Gunsten, sodass auch wir jetzt den Zugang wieder haben zu dem, der als Erster seinen Sohn geboren hat und aus dem heraus die ganze Schöpfung geschaffen hat. Und das alles aus Liebe. Ich wünsche euch einen schönen Tag.